Neuer Paar, neues Glück, willkommen zurück bei Zelda Skyward Sword HD und Link ist irgendwie scheu oder so, weil er will mich ins Auge irgendwie angucken. Link, hallo? Link! Okay, er ist sauer auf mich. Linky, was ist denn los, wa? Okay. Nee, Quatsch. Willkommen zurück. Ja, in der letzten Folge haben wir das Schiff soweit, also sprich auch nicht nur das Schiff, sondern auch den 5. Tempel vom Spiel. Haben wir soweit ja abgegrast soweit. Es fehlt eigentlich nur der Master Key. Und vielleicht noch eine Truhe. Aber ich glaube, eigentlich sollten wir abgesehen davon alles haben. Und, warte mal. Nein, wow! Dankeschön! Mache viel zu selten. Den Dingern, Hat er jetzt noch einen gedroppt oder hat er jetzt einen Schädel gedroppt? Ich glaube, war ein Schmuckschädel, war. Egal. Da nur gerade wäre ganz lustig, dem jetzt mal da auch mit der Peitsche das Teil zu klauen, weil ich es eben viel zu selten mache. Aber ja, wie dem auch sei. So, da oben haben wir noch ein paar Typen, die gucken, aber die schießen nicht auf uns. Wird, glaube ich, auch ein bisschen schwierig für sie werden. Und ja, ich würde sagen, wir müssen mal ganz kurz die Zeit wieder normalisieren in die Gegenwart. Zumindest für das Schiff hier. Da können wir hier unten noch ein paar Vorbereitungen treffen. Und dann geht's wohl oder übel zum Boss. Ja, zum Boss. Der Boss hier, den mochte ich eigentlich gar. Also, sagen wir es mal so, vom Design her mochte ich ihn schon und von der Idee. Aber so vom Kampf her, das ist gar nicht so meins. Aber hey, shit happens. Wir machen das trotzdem und ja. Dann mal gucken, ob wir auch schon in der Folge es noch hinkriegen. Unser... Die Dinger. Wie Robin hin und her drüllen so. You spin me right round, baby, right round. Irgendwie so. Ja, und dann gucken, ob wir eben es auch noch hinkriegen, unser Schwert zu stärken mit der nächsten Flamme. Vielleicht bloß noch 2 Stück. Also wir sind ja eigentlich schon so gesehen bisschen Richtung Endspurt vom Spiel. Auch wenn es momentan nicht so aussieht, aber doch, also wenn wir ganz ehrlich sind, ja, wenn wir schon mal die Items hier angucken. Wir haben schon alle Items, müssen noch ein paar davon upgraden, ja. Hier fehlt noch was, kommt im nächsten Gebiet oder Tempel. 2 Lieder, ist auch storybedingt und so. Genau wie das hier oben. Ja, die Dinger dann noch, aber eben auch, ich sag's mal so, bis zum nächsten Tempel dann geht, oder auch nächstes Gebiet. Das geht relativ flott dann. Ja, das hier vor allem mit der Wüste, das ging jetzt noch relativ lange, aber ist auch ein großes Gebiet, gar kein Thema. Und eben der Rest dann geht dann doch ein bisschen flockiger voran. Was ich sagen muss, was ich auch sehr schön am Spiel finde, dass es nicht so linear ist. Man kennt es ja ein bisschen von der Zelda-Serie, dass man irgendwie sagt, hey, die ersten 3 Tempel, dann passiert irgendwas, nach nochmal ein paar Tempel und dann Endboss. Ungefähr so. Das ist hier beim Spiel zwar auch in der Art und Weise, sag ich jetzt mal, man ist nicht irgendwie komplett frei in dem, was man tut, wie es ja zum Beispiel bei Breath of the Wild wäre. Was macht eigentlich der hier Schönes? Ah, muss den Typen platt machen, okay. Also ist von dem her nicht so, aber trotzdem hast du halt jedes Gebiet, jeder Tempel ist irgendwie wieder ein bisschen anders aufgebaut. Die sind halt größer, kürzer, unerwarteter. Auch zum Teil ein bisschen wie bei Twilight Princess. Wobei dort, ja, weniger. Also es kann man so ein bisschen mehr einfallen lassen. Komm schon, muss reinklappen. Oh. Ruhe im Karton. So. La 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 la. So. Dann Teil da hinten. Oh, der getroffen, krass. Was ist alles los für die Tür da? Das war knapp, sogar für meine Verhältnisse. Wow! Was? Das geht aber.
wollte schon sagen. Ich hatte bloß nicht getroffen. So, Freunde. Also, Zeit für den Master Key. Du hast einen Tentakelschlüssel erhalten. So, muss man ganz kurz husten. Die Schulter wieder mal ein bisschen kreisen lassen. Ah, wieder so verspannt, hey. So, egal. Kommt hier eigentlich auch? Doch, eigentlich schon, wa? Warum sollte ich hier auf das Teil da schießen? Vielleicht komme ich hier raus. Hier nicht, da ist klar, aber da komme ich raus. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Egal. Also damit müsste eigentlich der Tempel soweit abgegrast sein. Ja, nicht verwirren lassen, weil hier der Boden ein bisschen anders aussieht. Wir haben das dritte UG auch schon gemacht. Alle Truhen im zweiten UG, im ersten UG und hier auch. So. Man kann von dem wieder farmen. So ein schönes Horn, aber nee, brauchen wir gar nicht. So. Hallo. Kein Bock auf euch, Freunde. Jo. War ja zweite UG. Moment. Eben, stimmt schon. War ganz kurz verwirrt. Wieder einmal der verwirrte Michael. Ach ja, unser Schwert. Bald noch mächtiger als ohnehin schon ist. Das wird cool. So. Dann gehen wir natürlich mit vollen Herzen rein, ne, ist klar. Obwohl ich ja 2 Feen habe, also da wird nicht viel passieren. Ja, wobei, mit vollen Pfeilen wäre es mir eigentlich lieber. Dankeschön. So. Also, ja, der Schlüssel, der sagt schon einiges über unseren Boss aus. Warte mal, wie sieht das Ding im Hintergrund aus? Nee, man muss schon in der Mitte, muss es durchgehen, aber... fast. Oben drüben vielleicht. So. Und wieder mal ein zerstörter Schlüssel. Nee, oder? Ja, und nun? Ja, jetzt heißt es natürlich wieder raus hier. Gebieter, ich hatte das zu berichten. Dies Tentakel scheint einem riesigen Monster zu gehören. Es scheint, es wird das Schiff angegriffen. Es bestehen Chancen 80%, dass das Schiff untergeht, wenn du nichts tust. Aber krass, nur 80% sind. Ja, genau, so klappt das alles nicht. Das muss schon die heilige Kraft sein. Uah. Das hingegen fand ich eigentlich ziemlich cool damals, Nur zu denken, so komm, gehst in den Bossraum und dann plötzlich, okay, nee, doch nicht. Können wir eigentlich hier tauchen?
Oh krass, wird sogar gehen. Natürlich bringt es nicht viel. Also eigentlich auch interessant ist, ich meine, wir spielen ja hier in der Vergangenheit, also das Schiffen ist in der Vergangenheit. Das Monster doch eigentlich auch, aber heißt es auch, dass das Schiffen wieder auch zerstört ist, wenn wir nachher in der Zukunft sind. Ja, lecco mio, ey. Aus dem Weg, Mann! Alter, da wird der Kapitän gar keine Freude haben. Ist mein Krieger da bei seiner Kajüte, oder? Ah ne, wir sind hier. Die Sparerstatue ist weg. Nein! Okay, wir müssen ins Deck. Gebieter, ich muss dich warnen. Dass der Kampf stattfindet. Ich spüre eine dunkle Präsenz. In der Nähe befindet. Ich rate so aus der Vorsicht. Ja, was soll er sonst machen? Sprachen kann ich eh nicht mehr. Hä? In der Wüste Ranel Shifts? Also, ich meine, der Zeitstrahl ist ja schon mächtig, aber so mächtig? Uraltes Meeresgrauen, Daidagos. Sieht doch ziemlich scheiße aus, Kumpel. Okay. Und nun? Man sieht, es ist ein riesiges Zyklopenauge. Die Frage. Okay. Auch mal ein bisschen so. Erste Phase noch relativ easy, macht auch nicht viel. Kommt er schon? Boah, Alter. Ich hab's jetzt zum Wege, Mann! Wir gehen bei den Pfeile aus, wenn es so weitergeht. Mann! Ich kann nur so ein Pech haben! Aua! Sag mal! Ich stelle mir gerade an wie der letzte Mensch. Okay, die kriegen auch so platt. Warum auch immer das auch so geht. Bei den Haaren, sag ich jetzt mal. Ja, da denkt man sich so, ist ja relativ easy, wa? Nee, so einfach ist es halt doch nicht. Was zum... Link. Du kannst fragen, welche haben wir jetzt da gepackt?
Aua. Oh, Schmerz, lass nach. So, er schießt. Genau. Jetzt geht das wieder los, ey. Oh. Also ja, man sieht schon, Tentakel auch, die an seinem Kopf sind relativ egal. Oder sprich seine Haare, man muss schon aufs Auge gehen. Jetzt muss ich mal aufs Auge gehen, Freunde. So, warte mal. Sag mal, ich hab keinen Bock drauf. Fall aber tief runter. Dass er auch mehrere erwischen kann, krass. Ja, wobei, doch, müsste eigentlich gehen. War mit dem Wirbelwind natürlich. Doof. Sag mal. Hä? Es macht sogar das richtige Geräusch, aber es klappt einfach nicht. So, jetzt haben wir noch mehrere erwischt. Also, komm on, muss ein bisschen besser gehen, Leute. Was machst du denn jetzt da, Link? Ja, natürlich ins Wasser. Ja, ich hatte den Boss vor allem in den Zielen gehasst. Mann! Toll, und jetzt? Ja, ich glaube, jetzt kann man nichts mehr machen. Genau, jetzt geht er da runter, weil er merkt selber, oh, er hat keine Pfeile mehr, okay, jetzt kann ich mal schießen. Jetzt muss ich eigentlich wieder abwarten, bis seine Tentakel wieder kommen. Die müssten eigentlich dann wieder Pfeile bringen. Oh, Alter. Sag mal. Moment, irgendwas stimmt hier nicht. So. Mann! Alter, das ist gerade voll scheiße. Sorry, Leute, wenn das so rüberkommt. Motion Control ist gerade echt voll scheiße. Wenn ich nach hochziehe, dann soll das auch hoch machen. So. Okay, schon ein bisschen besser. Link, er kann ich noch höher. An Link, hey, also ganz ehrlich. Ich hab... Ey, ganz ehrlich, diese Millimeter-Entscheidungen. Voll zum Kotzen, ganz ehrlich, Freunde. So, jetzt habe ich auch langsam mal die Schnauze voll. So, zweimal voll erwischt. Ich glaube... Kann man schon zur nächsten Phase? Ne, wir sind noch in der. Okay, jetzt geht's gerade besser, sehr schön.
Natürlich. Das arme Schiff, ganz ehrlich. Ja, ist sehr gut. Ich hab's verstanden. Deswegen hasse ich den Bosskampf eigentlich, obwohl er eigentlich relativ easy ist. Also, seien wir ehrlich, meist Bosskämpfe sind relativ easy. Na komm schon, Link. Ja, man hört es aber schon an der Musik, es ist noch nicht vorbei. Jetzt kommt die zweite Phase. Ja, das Schiff ist jetzt endgültig im Arsch. Der arme Captain. Au! Oh, okay, da haben wir vergessen. Sorry. Vor allem fragt man sich, wo kommen die Fässer her? Du hast ja gar keine Fässer. Wo sollen die herkommen? Aber er hatte nicht mehr viele, wa? Nein, verdammt, wieder verzogen. Ah, jetzt kam der Mist, genau. Ah, Mist. Nein, oh! Okay. Ja, man, er hat doch hinten keine Augen. Ich wollte gerade sagen, dass man irgendwie keinen Schaden kriegt, wenn man runterstürzt. Das ist auch neu. Oh, spielt er Mittler mit mir. So, aber generell die Phase relativ simpel. Einfach halt draufhauen. Viel Schaden kriegen wir ja nicht. Warten, bis er die Fresse zieht. Draufschießen. So wie man bis bei mir gemerkt hat, eher ein bisschen tiefer schießen. Weil er eher gerne mal ein bisschen den Kopf nach oben zieht. Und dann war's das, Freunde. Hier offenbar nur zwei Runden in der Phase. Tja, was machen wir jetzt, wenn man irgendwie was im Schiff vergessen hätte? Dann haben wir Pech gehabt. Oh Mann. So, jetzt aber erstmal den Herzcontainer halten. Ching ching. Puh. Freunde, das war ein Abenteuer. Und ja, man sieht schon das arme Schiffchen. Oh. Es tut mir so eine Seele weh, das war so ein schönes Schiff. Tja, wie wir hier weitermachen, beziehungsweise wir unser Schwert hoffentlich wieder stärken werden mit der nächsten Flamme der Göttinnen. Und dann vielleicht sogar wieder ein paar Sidequests betreiben. Das wird jetzt mehr in der nächsten Folge zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD mit Linky Boy, unserem Superhero. Naja, zumindest mehr oder weniger. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ja, Link, du hast ja eine Pause verdient. Das stimmt.